Miriam hat Geburtstag heute und sie stürmt schon länger für ein anständiges Velo, weil sie bis jetzt immer mit dem Beachcruiser hat rumgurken. Und ich dachte, ja, gute Gelegenheit, Geburt ist immer gut. Und ich war gefragt, ich wusste, was ich besorgen muss. Und ich habe jetzt das neues Velo zu suchen. Ich hoffe, Sie haben Freude daran. So, ich denke, für das heutige Geschichtchen mache ich etwas anderes. Und ich denke, ich erzähle euch heute mal, wie ich bin angekommen hier, was auf mich gewartet hat und was seither aus mir ist geworden. Wer mich kennt, weiss, dass ich etwa das eine oder andere ausprobiert, bevor es dann eigentlich geklappt hat. Und ich kann mich noch gut besinnen, ganz am Anfang hat natürlich schon niemand auf René gewartet. Und ich habe mich zum Beispiel beworben als Rezeptionist beim Fitnesscenter oder beim Aldi als Regalauffüller. Also hier heisst es nicht Aldi, sondern Trader Joe's, wir sagen dem Aldi. Und ich bin einfach nie dazugekommen. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Und da hatte ich ja recht Mühe loszulassen, obschon ich den Strand vor der Haustür hatte, hat es schon Phasen gegeben, wo ich sich das nicht geniessen konnte. Nicht zuletzt wegen dem finanziellen Druck. Ich musste am Anfang halt mit Gelegenheitsjobs fungieren. Und ich kann mich gut besinnen. Ich bin für eine Firma ins Archiv gegangen, alte Blaupausen scannen, die sie archivieren oder digitalisieren. Und da bin ich tagelang mit einem alten Laptop und einem Scannerli nehme ich da den Keller durchgewühlt. Es hat Monate gegeben, da bin ich effektiv durch meine Hosensäcke durch, alle Schubladen aufgetan, um nicht irgendwo doch noch das $20 Nötchen zu finden, das mir geholfen hat. Oh! Der Anger. Ja, um das letzte Nötchen nicht doch noch zu finden, das mir geholfen hat, dann doch noch alle Rechnungen zu zahlen. Ich habe mich noch gut gesehen, als ich hier angekommen bin, mit dieser Sporttasche, einem grünen Takain-Rucksack und meinem Rennvelohelm, wo mir hinterging ist ein Kopfbänkler. Hier habe ich mein Gepäck in Empfang genommen, es war das 4, Gepäckband 4. Und dann zumal bin ich nicht Swiss geflogen, ich habe American Airlines gewählt, weil die waren ein bisschen günstiger, ich glaube $200 oder $300. Und dann bin ich natürlich in New York gelandet und dort die Migration müssen machen und dann hier in LA beim normalen Terminal rauskommen. So, jetzt muss ich schauen, ob ich das Auto wieder finde. Thank you. Appreciate. Scheiße. Ich bin hier im Whole Foods. Das war der erste Halt, wo ich dann angekommen bin. Miriam hat mich hierher geführt, wo wir vom Flughafen heimgefahren sind. Und der Whole Foods ist so ein Gesundheitstempel, wo man alles findet, was man sonst nicht so findet. Wie zum Beispiel Rind, Leber oder Rohfleischwürste für die Hunde. Dann hatte ich wahrscheinlich etwas Nussgipfel-ähnliches. Ich habe nicht so gewusst, dass es mir gut tut oder nicht so gut tut. Aber so der erste Geschmack von Amerika können einatmen.
was macht man hier in Amerika, wenn immer einem Geschäft nicht weh? Macht halt selber ein Geschäft auf. Da haben wir zum Beispiel den Messerschärfer verkauft. Das ist der Messerschärfer, den der Vater von Miriam entwickelt hat und den auch jahrzehntelang verkauft hat. Und wir haben es dann hier probiert. Wir sind an Flohmärkten, Miriam ist an Waffenausstellungen. Das war noch das Kärtchen dazu, das Business-Kärtchen, da war mir da oben der Hell. Sofort das Kärtchen machen und mit Owner, also Inhaber drauf. Dann als nächstes haben wir West Shoppers gegründet, wo wir Sachen von hier gekauft und in die Schweiz geschickt. Dann zumal sind die Helikopter, die ferngesteuerten, neu aufgekommen, Drohnen sind. Das war relativ ein neues Thema. Ein anderes Event war, wo zuerst das iPad rauskam, sind wir das ein paar gekauft und in die Schweiz geschickt. Aber wir haben ja für jemanden, der Handcreme herstellt, haben wir leere Büchsel palettenweise bestellt und in die Wohnung gekommen und dann verschickt. Oder ein riesen Highlight dann zumal ist Abercrombie. Hier immer eigentlich als Touristenware verschrauen, aber wie gesagt, Touristen haben es Freude, waren Fan gewesen. Und dann sind wir aber in Abercrombie-Läden Sachen einkaufen auf Bestellung aus der Schweiz und haben die verschickt. Das war das Kärtchen dann, natürlich schon wieder mit Inhaber drauf oder Gründer, Founder, da war es mal schnell. Schlussendlich ist man einfach gleich mit diesen Sachen nicht ganz zufrieden gewesen. Also der Aufwand war immens für den Ertrag, den es gegeben hat. Und ja, da hat man halt einfach weitergesucht und irgendwann aber die Reissleine gezogen. Und der erste eigentlich regelmässige Job habe ich dann als Hundewanderer, also als Dogwalker bekommen. Miriam hat das ein paar Mal gemacht, als Ergänzung zu ihrer Bühne mit Film und Fernsehen. Und dann hat sie aber immer mehr wieder bügeln auf das Set. Und ich habe dann angefangen einzuspringen für Miriam, bis wir entschieden haben, es wäre auch eigentlich gescheiter, wenn nicht das mich, weil ich 5-6 Mal pro Woche gehen konnte. Und das war eigentlich das erste Mal, als ich dann ein regelmässiges Einkommen hatte und Ende Monat nicht gäng schlaflose Nächte hatte. Und wer hätte gedacht, dass ich knapp 7 Jahre später in Hollywood ein Ernährungsbusiness habe, wo ich den Sternchen und Sternchen und berühmten und weniger berühmten Leuten zeige, was man essen sollte und wie sie etwa einigermaßen mit einer Figur über die roten Teppiche durchhüpfen. Das ist das, was ich dann extrem schätze. Das ist, wenn man Gas gibt und sich wirklich mit viel Mühe und dran bleibt, hart bügelt und den Schnauf hat, dann wartet hier zwar niemand auf einen, aber sie geben ihm auch eine Chance. Und das bedeutet, wenn ich immer das Gefühl habe, bei uns daheim gilt es so ein bisschen die Meinung, wenn man etwas Neues ausprobiert, dass man so ein bisschen sagt, ja, das soll jetzt erst mal beweisen, dass er Erfolg hat. Bevor man schaut, ist es ja nicht umgekehrt. Also wenn man neu kommt und die Idee überzeugt und sie sehen, dass es einem ernst ist, dann können sie eben extra anschauen oder ausprobieren. Und das ist natürlich ideal für alle, die etwas ausprobieren und eben selber etwas aufbauen. So, und jetzt geht es heimzu. Ich bin heute einkaufen und ich bin der Einzige, der mit dem Velo einkaufen, weit und breit. Du siehst da niemand anders auf 2 Rädchen, mindestens 4 ist da gang und gäbe. Hier bin ich dann.